Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, das bisschen Mohn hat sich ja schon gelohnt. Ja, die gefrorene Geode. Ja. Okay, du kannst dich dann der Bäuermeister Louis Opium draus machen aus dem Mohn. Das soll mir recht sein. Ich verkauf's ja nur. Ja, so rettet sich der Dealer, ne? Gut, die 2 Tage, die sind heute in der Episode wahrscheinlich recht ereignislos. Steht kein Event an. Moje wieder so nicht. Boah. Aha, sehr schön. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du Interesse an meiner Erbe zeigst. Hier ist ein Rezept, was da vielleicht quält. Jetzt weiß ich, wie ich gebratene Pilze herstellen kann. Okay. Ackermann, ich sammle Daten für die Korrelation zwischen Erdbodenalkalinität und Nutzpflanzen-Fructosewerte. Kurz gesagt, ich brauche frische Melonen von deinem Hof. Wenn du die vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Alle hopp, machen wir doch. Gut, der Zaun fault allmählich auseinander. Da brauchen wir dann die Axt wieder davor, um das wegzumachen. Das ersetzen wir dann durch einen Städzaun. Müssen wir doch die Stäbe wieder verschwenden, was sowas. Was ein Ärger. Okay, aber die Sprinkler sind aktiv. Das heißt, ich muss hier wirklich nur die Krone außenrum noch machen. Sehr schön. Schön. Ich liebe diese Musik. Okay, den Zaun, den lassen wir jetzt mal majestätisch vor sich hin verfaulen, ehe ich ihn dann durch einen Städtzaun ersetze. Okay, so, was ich aber auch mal wieder vergessen habe, ich Knetkopf. Ja, Robin baut, das ist gut. High Lever wascht. Sodala. Und weiter geht's. Oh, sogar braunes Ei schon. Sehr schön. Okay, das Heu kommt wieder dort hier. Und Streichler für die Gertrud, Streichler für die Traudel und Streichler für die Gudrun. So, ihr dürft wieder raus. Mädels, ihr dürft wieder raus. Für die gute Robin gibt es auch Quarz. Geh schon. Im Bau. Ja, das merke ich. So. Im Bau. Robin, ich will dir doch nur ein Geschenk geben. Die ist anscheinend nicht erreichbar. Schade. Naja, bei der Gelegenheit. So. Oh, du wieder. Gertrud. Die hat das Feld echt arg da, oder? So, machen wir schnell wieder dicht. Okay. Ja, wie gesagt, das Ding versauert jetzt majestätisch vor sich hier. Das heißt, ich lasse es mal ganz abfaulen, warte, bis ich wieder meine Axt habe. Da kann ich nämlich den Holzzaun kaputt schlagen, wenn er ganz verfault ist. Da reicht die Spitzhacke leider nicht dafür. Da brauche ich wirklich die Axt von Holzzaun. Bei den Städzäune geht es, glaube ich, dass ich das mit der Spitzhacke dann kaputt schlagen kann, die Trümmer. Aber warten wir erstmal ab. So. Bis ich meine neue tolle Axt habe. Gut. Hier wächst ja auch alles zur Zufriedenheit. Gefällt mir sehr gut. Habe ich die Eier? Ja, ich habe die Eier schon parat. Okay. Dann sollte ich vielleicht noch mal mit der Mayo-Produktion anfangen. Dumm. So. Ah, ein erster Mais ist sogar auch schon da. Das finde ich auch sehr gut. Der erste Mais können wir jetzt auch atmen. Genau. Mais atmen. Das mache ich mal am liebsten. So schön körnig. Ja, ich mag das, wenn das so in die Luftröhre steckt, ne? Geht ja nichts über so einen körnigen Maisatem. Alter Falter. Was ich wieder von Stuss zusammenbabbel. Es wird, glaube ich, sein, dass das die letzte Episode für heute ist, die ich aufnehme. Meine Fresse. Okay. Ja, wie gesagt, Jesus Ockermann. Da können wir dann hier die Sonnenblume auch noch abernten. Und schauen wir mal, wie viel Saat die springen lässt für uns. Dumm. Ja, das wächst und wächst allmählich. Okay, so, Sonnenblume. 2 sogar. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Dann machen wir nämlich hier in die Reihe. Und wir kloppen da nochmal auf. Und machen da nochmal in die Reihe. Sehr gut. Können das braune Ei als nächstes. Und nee, das gibt dann keine Brownie-Mayonnaise. Für alle Scherzbolte da draußen. Das ist einfach nur von der Hinkle unterschiedliche Eier. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr braune oder weiße Eier habt daheim. Von Supermarkt oder vom Bauer, je nachdem, wo eine Eier holen. Falls ihr überhaupt Eier esst. Also ich persönlich mag ja Eier sehr gern.
So, jetzt können wir Mais und Hopfen mal endlich ernten. So, sehr gut. Das sieht soweit ganz ordentlich aus. Und sobald ich wieder in der Lage bin, weitere Goldbarren zu produzieren, werden auch die Qualitätssprenkler auf jeden Fall angelegt. Dass ich hier weniger zu gießen habe. Weil es nützt schon ein bisschen was. Ich meine, 8 Felder sind 16 Energie weniger, die ich dafür aufbringen muss. Sag mal, wächst das überhaupt noch heute? Oder generell? Ja, die Hinkle picken durchs Gras weg, dann muss ich ihnen nichts verfüttern. Das ist auch ganz praktisch. Und das macht sie natürlich auch wesentlich glücklicher, die Tiere. So, warte mal. Dumm. Da hat sich das Hinkel aber schon ziemlich weit nach unten verirrt. Wer ist es dann? Die Gudrun. Ja, die ist anscheinend sehr erkundungsfreudig. So. Und für Demetrius sollten wir uns dann noch eine Melone aufheben. Das ist auch nicht verkehrt. So, sobald die Melone sind, sollten wir uns die eh noch aufheben. Damit wir einfach noch welche haben. Wenn wir wissen, wie man pinke Torte zum Beispiel herstellt, brauchen wir auch Melone dafür. So. Weiter geht's. Gut. Es wird doch allmählich alles. Der Meister ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, aber es wird allmählich ganz sachte Stück für Stück. Gott, hier Nummer 3, solange Hinkel da ist. Und weiter. Perfekt. Und die Kupferaxt können wir uns entweder Heid oder Meuer abholen. Nicht die Kupfer. Die Stahlaxt natürlich. Damit können wir dann nämlich auch in ein neues Gebiet reingehen mit der Stahlaxt. Das möchte ich euch dann natürlich auch nicht vorenthalten. Gut. Gewitter erleid. Haben wir das auch wieder erledigt für heute? Der Kristalldolch. Jo, das sieht doch soweit auch ganz ordentlich aus. 41 Energie haben wir noch übrig. Besser als vorhin, ne? Besser als nackig in die Tasche gegriffen. So, so eine Blume heben wir uns auf jeden Fall noch auf. Und, ups, das Bier braucht ja auch ziemlich lang, muss ich sagen. Gut, für Mais. Warte mal. Dann machen wir den Kruscht hier raus. Und machen schon mal einfach mal 4 Mais rein. Die Silberne verkaufen wir. So, damit wir auch ein bisschen Kohle hin. Zack und zack und zack. Sieht soweit gut aus. Dann machen wir das Zeug nämlich durch rein. So, das kommt dort hier. Das kommt dort hier. Okay, weiter geht's. Gucken wir mal, ob wir die Axt heute schon holen können oder ob wir sie erst morgen abholen können. Ansonsten zum Museum sollten wir auf jeden Fall noch gehen. Und zum Clint müssen wir sowieso wegen der Geode. Wenn wir die Axt abholen können, können wir auch die Geode brechen lassen. Aber es geht leider nicht beides gleichzeitig. Seetang, das braucht der Zauberer. Komm. Nehmen wir mal an. Seetang für der Zauberer ist okay. Ja, das war das von Demetrius. Hätte ich mal gerade in der Tasche behalten sollen, das Seetang. Egal. So, jetzt gehen wir erstmal dort hier wieder. Und gucken wir bei Clint vorbei. Was sagst du? Jo, wir haben sie schon. Die Stahlaxt ist da. Perfekt. Ups, zur Feier des Tages noch auf den Boden gedroschen. Und, ja, 3 Kohle sind in Ordnung. Und die Axt. Die Axt kommt mal wieder dort hier, damit wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Dann geht es als nächstes in die Bibliothek. Ja, wo der Homer ein IQ von 103 oder was gehabt hat. Wer hat Lust, mit mir morgen in die Bibliothek zu gehen? Habt ihr gemerkt? Ich sag weder Bibliothek noch Moin. So, dann haben wir das auch erledigt. Da geht's als nächstes glatt weiter. Die Abenteurergilde kann noch ein bisschen warten. Was wollte ich denn noch machen, ich Hornochs? Ah ja, genau, mit der Stahlaxt wollte ich euch das neue Gebiet zeigen. Wo wir jetzt hier gehen können. Beim Zauberer sollten wir vielleicht auch noch vorbeigehen. Ja, das verbinden wir. Huch, die Kuh hier pennt. Auch nicht schlecht. Ja, das sollten wir vielleicht noch verbinden, das Ganze.
dass wir uns jetzt unseren Seetang holen und dann zum Zauberer gehen und danach noch in den kleinen Wald rein. Als nächstes sollte man dann die Stahlspitzhacke in Angriff nehmen. Das können wir vielleicht morgen machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das Geld dafür haben wir auf jeden Fall 8. Und die dritte Mayo. So, hier wieder zu. Ah, da ist es. Das helle Bier. Perfekt. Das heißt, wir holen uns hier jetzt nochmal ein normaler Hopfer raus und machen... Ne, wir wollen nicht essen, wir wollen nochmal Bier damit brauen. Perfekt, das ist dann für Pam in Maßen genießen. Natürlich. So, dann hier das Zeug rein. Dann das Seetang für den Zauberer. Und damit wir es nicht vergessen, die 5 Eisenbarre. Da können wir genauso gut auch nochmal einer machen lassen. Zack. So. Dann haben wir die 5 Eisenbarre parat. Dann kann ich mir nämlich morgen die Spitzhacke aus Stahl noch machen. Dann können wir auch diese dicke Dinger hier brechen. Endlich. Und mit der Stahlaxt können wir jetzt nämlich auch das Zeug hier kaputt machen. Einfach mal, um es euch zu zeigen. Braucht halt ein bisschen. Aber es gibt 8 Hartholz. Ja, sollte man nicht verachten, das Ganze. So, 50 Energie bringt uns das Bier. Aber wenn wir es trinken, sind wir, glaube ich, ein bisschen bedudelt. Deswegen lassen wir das mal sein. Und falls wir jetzt hier auf dem Weg noch Gewürzbeere oder ähnliches finden würden, würde ich mich auch damit begnügen, um noch ein bisschen Energie zu tanken. Aber anscheinend finden wir hier leider nichts. Na gut. Zauberer von Oz, du kriegst jetzt, oder von Ross, du kriegst schon dein Seetang, was du haben wolltest. Ah, der Gegenstand, den ich wollte. Immer noch bei 0. Der Erwert ist zufriedenstellend. Hier ist der Entlohnung. Okay. Was kriegen wir? 60 Gold. Aller hopp. Ja, was wir alles für 60 Gold mittlerweile machen. Gut, dann müssen wir dort hier. Ich glaube, im Sommer gibt es auch Straußfahren hier, was wir für die Sammlung brauchen im Gemeindezentrum. Das war einer von den letzten Gegenständen, den ich tatsächlich mir... Ups, den ich mir tatsächlich geholt habe. Jetzt bin ich rausgerutscht, jetzt bin ich... Entschuldigung. Falls der Bildschirm eingefroren war, ich bin aus Versehen außerhalb vom Stardew Valley Bildschirm gelandet. Und dann könnte es sein, dass es einen Freeze gegeben hat beim Bildschirm vor kurzer Zeit. Ja, hier können wir immer Hartholz holen. Bei den Baumstümpfen. Ah, ja, perfekt. Straußfahren, das brauchen wir nämlich auf jeden Fall für unsere Sammlung im Gemeindezentrum. Und wenn wir mal die seltene Saat kriegen sollten, dann sollten wir mit der Süßbeere unbedingt zu dem Kerl hier gehen. Der Altmeister Cannoli. Auch immer auf der Suche nach einem süßen Stück Geschmack. Weil dann kriegen wir da nämlich noch eine Sternefallfrucht, die unser maximale Energie erhöht. Und hier sollten wir vielleicht auch mal wirklich einfach mal eine Runde angeln. Weil hier der tolle Waldspringer unterwegs ist. Den wir auch dringend brauchen für unsere Sammlung im Aquarium. Und das ist ein Karpfen. Okay. Na gut. Wir zwitschern uns jetzt aber erstmal so einen Qualitätsstraußfahren rein. Damit wir hier noch ein bisschen angeln können. So. Einfach, dass wir mal eine Runde noch angeln können, weil hier ist der Waldspringer, wie gesagt. Den brauchen wir für die seltene Fische. Wenn er denn abbeißen wird, das wäre sehr nett. Das ist wieder so ein etwas kleinerer. Da unten ist noch so ein Blob, so ein grüner, der hier rumlungert. Und wieder ein Karpfen. Oh, der ist aber ziemlich groß. Hier, wo es blubbert, würde ich ganz gerne noch die Angel reinschmeißen. Ja, fast. Wir sollten ein bisschen weiter auswerfen. Ja, das könnte das sein, der Waldspringer. Mit viel, viel Glück könnte das sein. Weil der zappelte ein bisschen mehr als die Standardfischer. Jo, es ist er, der Waldspringer. Perfekt, perfekt. Gut, dann geht's mit uns erstmal wieder ins Dorf, damit wir in die Kneipe können. Da kriegt nämlich Pam noch ihr Zeug. Und so ein goldener Straußfahren heben wir uns auf jeden Fall noch auf. Reisewagen ist leider nicht da. Der hat nämlich manchmal auch wirklich lohnenswerte Sachen. Jetzt erstmal in die Kneipe gehen. Dann kriegt Pam ihr Bierler. Und ich kann dann noch Straußfahren und den Waldspringer noch abgeben beim Gemeindezentrum.
Und dann geht's, ach, hier wieder ab in die Fall und ab in den nächsten Tag. Das war ein lukrativer Tag, muss ich wirklich sagen. Und sobald ich wieder Gold habe, sobald ich das wieder habe, sollte ich gar dringend wieder einen Sprinkleranleger und Bauer. So, das heißt jetzt nichts wie ab in die Kneipe. So, Pam. Hier hast du mal gescheites Bier zum Zulöter. Bitteschön. Ja, damit. So muss es sein. Ziemlich gut und hopfig. Mit einem Haufen Zitrone, aber ein robuster Hauptteil, denn der ist festigt. Dankeschön, Kind. Es bedeutet mal viel. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ajo. Pam antwortet nicht. Sehr nett. Wir sind bei ihr schon bei 3 Herzen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann, Pam ist durstig. 350 Gold hat uns das wieder gebracht. So, dann müssen wir aber wieder ab... Oh, durchweichte Zeitung. Ah, das ist immer ein großer Fang. Bäh. Aber das können wir ja ablegen. Sobald wir die Recyclingmaschine haben, können wir aus dem Zeug was Gescheites machen. Das verarbeitet so. Okay, Straußfahren. Der war, glaube ich, hier, wenn mich das alles täuscht, irgendwo. Färbemittel, nee, da war er nicht dabei. Bei Feldforschung war er auch nicht dabei. Da ist er bei Koch, genau. Dann nehmen wir doch mal so ein stinknormales Straußfarm. Und das passt. Ah, Mohn. Mohn sollten wir auf jeden Fall dann auch noch einer abholen dafür. Wir haben ja ein paar gehabt. So, das war bei der Spezialitätsfische mit dabei. Der Waldspringer, genau. Den können wir in Höhle angeln, das heißt in der Mine. Den können wir als mal beim... Nee, Quatsch. Ja, genau. Den können wir in Höhle angeln, den können wir als beim Reisewagen kaufen und den können wir in der Calico-Wüste dann holen. Sehr gut. Sieht soweit ganz ordentlich aus. Mond sollten wir auf jeden Fall noch im Hinterkopf behalten. Dass wir den auch beim Gemeindezentrum mal abliefern. Aber ich meine, wir haben ja so einen Qualitätsmond auch noch in unserer Kiste. Sollte nicht das Problem sein. Och Gott, wie sie rumzwitschern wie die Blätter. Ach Gott, erleid. Ja, zu der Abenteurer-Gilde sind wir jetzt leider auch nicht mitgekommen. Und dann geben wir jetzt erstmal den Krustier ab. So, wir geben den Karpfer ab. Das da kommt ach, nicht hier rein. Straußfahren. Da heben wir uns einfach mal einer auf. Der kann fort die Grünalge. Hartholz kommt hier rein. Da kommt die zerbrochene Brille, der Schleim. Und da war noch einer. Genau, da können wir nämlich hier, um ein bisschen zu sparen, können wir, also Platz zu sparen, können wir das so machen. Der kommt hier noch mit rein. Die Durchwegzeitung müsste dann auch hier rein. Okay. Mayo ist auch fertig. Die Hinkle sind auch durch. Gut. Mayo kommt dann auch durch rein. Das kommt noch einer hier rein als Alibi. Und mit unserer neuen Axt können wir jetzt auch den Schampel, der kaputt ist, jetzt auch nochmal wegschlagen. Dann warten wir halt einfach, bis das Zeug dann auch wieder ganz verfault ist und können dann der Städtzaun außenrum bauen. Da hat er jetzt halt Lücke. Okay, gut. Dann ab in die Fall. Und wir gehen der zweite Tag von der Episode wieder an. Ja, das sieht ganz gut aus mit unserer Einkommen. Und mindestens. Sehr schön. Was ist dann wieder im Fernsehen für uns? Königin der Soßen. Maki-Rolle. Sehr gut. Das ist dann... Brauchen wir einen beliebigen Fisch dann dafür. Morgen wieder Clown, so nicht. Wie könnte es auch anders sein? Gut, hier ist wieder was kaputt. Das heißt, wir schlagen das jetzt auch noch kaputt. So. Okay. Kind, hier ist das Rezept, was ich von meinem Papa immer benutzt habe. Du hast aber eine kurze Zeit. Überbackener Blumenkohl. Auch nicht verkehrt. Gut. Das Bier, was wir da brauen können, das können wir dann auch für teuer Geld verkaufen. Also so ist er dann nicht. So, hier fault immer mehr zusammen. Widerlich. So. Dann hier nochmal die Spirale. Ach ja, ich weiß. So. Ich weiß. Zack. Du frisst aber einer nicht so häufig hier, kann das sein? Enzo und ich Hinkle frisst nämlich so gut.
1,5 Herze. Oder die fressen dann draußen. Und die Traudel, wie geht's dir? Die hat noch kein Herz. Okay. Gut, dann nichts wie rein mit unserem Ei hier. Dann lassen wir die raus. Die picken jo glücklicherweise nicht alles weg hier, was wir haben. So, hier ist auch schon was zerfault. Alle hopp. Und dann geht's hier weiter. So, weil diese Mayo-Produktion muss eigentlich schon recht früh sein, weil das dauert mehrere Stunden. Einfach nur, dass wir das einfach schon früh gemacht haben, das Mayo-Gedöns. Damit wir die nämlich auch immer verkaufen können. Mittlerweile sind es halt schon 450 Gold, die man damit verdienen. Das Ende hat jetzt in mir ausgehalten, so ein Mist. So, zack, zack, zack. Schade, dass die nicht nochmal Holz hinterlassen. Gut. So, dann können wir hier noch der Eichenharz holen. Ah, da sind die Bäume schon hochgewachsen, wie es aussieht. So, Leverwurst. Ein Streichler für dich. Und Wasser für dich. So, dann holen wir nochmal hier rein. Ah ja. Wildpflaume und Gewürzbeere. Sehr schön. Die Wildpflaume könnte man, glaube ich, sogar gebrauchen. Ist das bei Handwerker mit dabei? Ne, da brauchen wir da Apfel. Pershing, Orange, Kirsche. Tja. Okay. Na gut, aber wir heben sie einfach mal auf die Wildpflaume. So. Bei irgendeinem Quatsch kann man sie vielleicht noch gebrauchen. So, der Mais wächst hier auch nochmal. Sieht soweit gut aus. Gut, gut. Und hier ist auch wieder Mais zur Ernte. Sehr gut. Ach ja. Aber ich muss sagen, ich komme immer recht selten dazu, mal solche Maisprodukte zu essen. Wobei Maisprodukte teilweise auch echt besser sind. Wie zum Beispiel Maischips, also die Tortillas, finde ich zum Beispiel in käsiger Geschmacksrichtung durchaus besser als so manche Kartoffelchips. So, dann, ne? Den Mais ernten wir noch gleich mal ab. Dann können wir nämlich auch sofort... Dummkopf. Können wir auch sofort los, um hier wieder Wasser zu holen. Zack. Ein bisschen Qualitätsmais haben wir noch. Hauptsache, ich habe wieder 5 von den Dinger parat. Einfach nur, man weiß so nie, für was man es gebrauchen kann. So, da. Hier und hier. Dann wären wir hier 8 durch bei dem Feld. Gut. Nochmal geschwind auffüllen. Und dann geht's weiter. Und zwar hier. Mal gleich mal die Spirale. Dann können wir nämlich auch bald ein Kuhei kaufen. Freue ich mich persönlich auch schon drauf. Dann können wir nämlich Milch produzieren und mit einer Käsepresse können wir dann Käse draus machen. Da freue ich mich auch schon drauf. So, da. Je nachdem wie arg es ist, können wir ja möglicherweise auch die Mayo-Maschine noch mit reinstellen. Hoppala. Hey, so. Pepperoni sollte mir nicht entgehen. Zack, zack. Und alles her damit. Ich nehme alles, was auffällt an Pepperoni. So. Hier lang. Hier durch. Ich hoffe, das reicht zumindest noch für die Spiralwindung mit dem Gießer. Dann habe ich mir nämlich ein kleines bisschen Weg gespart. Jo. Reicht noch. Also rein hier. Und weiter geht's. Ja, das schluckt echt enorm viel Zeit. Ich freue mich, sobald die Sprinkler soweit sind. Gott. Dann hier noch das. Ups, ich bin bisher noch keine Krähe getroffen. Das ist gut. Erstmal kräftig ernte, was ist. Weil von dem ganzen Hopfen können wir hier definitiv schön Bier brauen. Das ist sehr nützlich. Ups. So. Yes, das ist ja leid. Das, was ich nicht in die Felder stecke, die vom Sprinkler bewässert werden, das verschwende ich jetzt. Das ist toll, verschwendete Energie. Gut. Dann noch hier die Radiesler. Und gleich wieder Nachfüller. Dann geht es halt auf jeden Fall zu Clint
für die... Sagen wir es, dann sage ich das für die Stahlspitzhacke, genau. So. Sehr gut. Da könnte man vielleicht dann noch ein kleines bisschen auf dem Hof aufrahmen. Weil wirklich anderes zu tun haben wir nicht derzeit. Und mit der Energie sieht es auch etwas mau aus. So. Ich glaube, das ist die Mayonnaise, die gut war. Jo, ist er. Deswegen wieder rein damit. Geh, geh. Und da ist wieder eins abgefault. Also ab damit. 25 Energie haben wir noch übrig. Alle hopp. Das kann schon mal rein. Genauso wie das. Wir gucken nochmal bei unserem... Jo. Genau. So, da haben wir das nämlich auch drin. Das kann fort. Dann heben wir auf. Dann heben wir genauso auf. Und die Qualität, ach. Die silberne Hopfer schmeiße ich fort. Dann heben wir einfach auf. Falls irgendwas sein sollte. Und dann knusper ich mir jetzt noch rein. So. Gut. Na dann. Ab in die Stadt. So, da. Da können wir nämlich auf jeden Fall erstmal die Spitzhacke soweit noch machen. Fände ich persönlich sehr gut. Und in die Mine geht es ja dann auch erstmal nicht. Wir könnten uns nach dem nächsten Mal gescheit die Angel noch holen, aber die kostet viel. Ich glaube, die kostet 7500. Deswegen, so dringend habe ich es dann nicht nötig mit dem Angler. Dass ich dafür jetzt so viel Kohle rausschmeißen wird. So viel Kohle habe ich ja dann doch nicht. Ne? Okay, Werkzeug wird verbessert. Und zwar möchte ich die Stahlspitzhacke. Gut, dann rahmen wir mal hier wieder ein bisschen auf. Dann geht's als nächstes hoch zu der Abenteurergilde, um den Schampel hier zu verkaufen. Dann könnte man vielleicht noch ein bisschen Angeln einlegen. Dass man gerade da unten in dem unterirdischen See vielleicht noch ein bisschen was angeln. Könnte nämlich so ein Glasfisch dabei sein. Gut, die Edelwicke wird auch verkauft. Ah, hier ist noch was. Warte mal. Zack. Hier tummeln sich die Bücher, dass es gerade so kracht. Das ist unerhört, oder? Gut. Gut. Linus, ich glaube, dir kann ich was schenken, oder? Das ist ein großartiges Geschenk, danke. Ja, gern doch. Okay. Dann weiter. Quatsch, bevor ich jetzt in die Mine reinstolper. Erstmal hier. Und zack. Servus. Ich hätte ganz gern das hier verkaufen für 450. Tja, da könnte ich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so schlechte Sache holen. Gehörte eins einem ehrenhaften Ritter für 4000. 22 bis 29. Wäre schon besser. Plus 3 Gewicht und 2 Geschwindigkeit. Verteidigung. Nee. Dafür erstmal Geld. Ist mir mein Geld derzeit echt zu schade. Okay. Ich glaube aber, ich verwerfe den Angelgedanke und gehe lieber nochmal auf mein Feld und schlage ein bisschen Hartholz. Können wir nämlich später auch sehr gut gebrauchen. So, da haben wir auch noch eine Brombeer oder Weintraube. Ja, Weintraube. 53 Energie und noch eine Gewürzbeere. Gewitter leid. Das scheint sich doch richtig zu bieten, heute nochmal ein bisschen Holz zu hacken. Machen wir das doch, oder? So, die Mayo ist auch gut. Das heißt, wir zwirbeln uns jetzt noch die 2 Sammelfrüchte rein. Und dann geht es noch ein bisschen ans Holzhacker. So. Stahlaxt. Da fangen wir gleich mal bei dem Art, der hier so merkwürdig wächst. Weil dich können wir hier leider nicht gebrauchen, Ahorn. Und dann entfernen wir mal ein paar von den dicke Holzteile. Von den dicke
Strünks. Sehr gut. Von der dicke Strunke oder ich weiß nicht, wie sagt man dann nur. Strunk ist das Singular. Strünke, Strunken. Naja. Klingt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Okay. Von der Dicke können wir auf jeden Fall auch noch. Von der Knorze können wir noch ein paar abhacken. Dann kommen wir nämlich auch schön an Hartholz dran. Ups. So. Genauso kann der hier weg. Und zack. Da könnte man gerade noch mal gucken, dass wir noch einen Eichebaum vielleicht schlagen. Dann könnten wir uns nämlich noch einen Müsli-Riegel machen. Gucken wir doch gerade mal, dass wir das so machen. Jawohl, jetzt können wir nämlich wirklich hier den Müsli-Riegel machen. Können uns den hier nochmal neu setzen und hier nochmal knuspern. Dann wird es nämlich auch wieder ein bisschen besser hier mit dem Feller. Warte mal, machen wir nochmal. Und dann brauchen wir noch Ahorn, was wir noch fällen sollten. So, das wird dann hier, wird sich anbieten. Können wir uns nämlich noch einen Müsli-Riegel machen. Sofern der Ahornsame fallen lässt. Jawohl, das macht er. Und her damit. Und noch ein Müsli-Riegel. So. Dann brauche ich noch mal ein Ahorn. Das wäre dann du. So. Dann rahmen wir nämlich einfach mal ein klein bisschen auf hier mit unserer Bam. Und mit der dicken Knorze genauso. So, sehr schön. Dann da nochmal der Müsli-Riegel auf jeden Fall. Rein mit dir. Und weiter geht's. So. Immer schön weitermachen. Ich glaube, hier kann ich ordentlich schon was gewinnen. Wenn ich mal die ganze Bam hier mal wegmache. Das sieht soweit ganz ordentlich aus. Theoretisch könnte ich ja auch mit einer Zapfe, mit einer Ahornsame und so weiter, könnte ich theoretisch auch mit der Hacke drauf gehen irgendwo. Und könnte mir dann selber Bam pflanzen und sozusagen irgendwie Baumschule machen. Wäre vielleicht auch eine kleine nette Idee für später mal. Für irgendein Sonderbeet, wo ich dann ein paar von den Dinger als Baumschule geplant hieß. Und damit dann dafür sorgt, dass ich da überall eine Zapfanlage dran mache. Das wäre vielleicht echt nicht schlecht. So, jetzt sind wir bei 226 Holz. Ich wollte schon Gold sagen. Gut, das kommt noch da rein. Und gucken wir doch mal, ob wir da nicht eventuell... Können wir schon? Nee, da fehlt... Nee, gar nicht. Wir können. Wir können sogar schon. Okay, gut. Das sieht soweit auch wieder ordentlich aus. Also nichts wie Reide mit. Das ist halt toll, wenn man sich selber die Energie geben kann durch Spam-Schlacher. Finde ich persönlich echt gut. Gut, Ahorn. Es fehlt eigentlich nur noch Kiefer. Kiefer sollte ich vielleicht noch schlachen. Und dann können wir uns noch für morgen Müsli-Riegel noch machen. Eine Kiefer, da haben wir sie. Ja, dann wird die Gegend schon mal schön entbaumt. Ups, was machst du dann da? So. Hätten wir die Gegend auf jeden Fall schon mal. Und es fällt halt wirklich dick Holz an hier. Das gefällt mir ganz gut soweit. Gut, nee, brauchen wir noch einen Kiefernzapfen. Okay. Na, wenn wir den brauchen, dann brauchen wir den wohl, ne? So, schlagen wir die Kiefer nämlich auch noch nieder. Da wäre es allmählich auch Zeit für die Fall. Und vor allem wäre es auch Zeit dafür, dass die Episode beendet wird, ihr liebe Leute. So lädt man es auch tut. Aber es muss dann auch sein, ne? Okay, wir können jetzt gerade noch ein bisschen hier die Restenergie nutzen. Dass man so gegen... Na, ich mache ja eigentlich jetzt eh die letzte Episode für heute. Deswegen heute ist die letzte Episode, die ich heute aufnehme. Dann passt das. Dann kann ich ja auch ins Bett reinspringen direkt und muss nicht vorm Bett wieder eine Cut machen. 23, kommt das muss noch reicher. Das muss noch reicher. Wir brauchen noch Ahorn. Wir kloppen noch ein Ahornklee. Wir hatten doch dort drüber auf jeden Fall noch welche. Ja, die sind natürlich im Dunkeln immer etwas schwieriger zu erkennen. Aber wir hatten hier... Da sind welche. Da ist einer. Da ist doch ein Ahorn. Oh, dann sollte man nicht von der Seite ausschlagen. Lieber von da. Wie viel haben wir noch? Das reicht. Perfekt.
Perfekt, dann machen wir noch Müsli-Riegel. Haben wir nämlich noch 2 Vermäuer. Absolut perfekt. So, da können wir nicht durch wegen dem Baum. Und da müssen wir so durch. Okay, okay, gut. Da kommt noch was rein zu Hot, wie das Zeug. Und ja, hier haben wir wieder ordentlich. Das Zeug und das Hartholz auf jeden Fall. Ach, das war schon mal ein guter Hartholzgewinn, muss ich sagen. Mit dem, was wir da noch kriegt, können wir noch jede Menge Klickgeräusche erzeugen. Weil wir machen noch jede Menge Standarddünger jetzt. So. Lasst euch nicht stören von den Klickgeräuschen. Und das war's. Du kommst wieder da rein. Mario kommt da rein. Und, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wo wir dann weiter bei den Tagen, wo es keine Ereignisse gibt, einfach weitermachen und schauen, was uns die Tage so bringen. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Zumindest ein Städtzaun wird demnächst kommen, wenn ich wieder meine Spitzhacke habe. Also machen's gut und wir sehen uns übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Ayan. Genau. Yankee.